Amerika steckt in einem Shutdown und niemand weiss, wie lange das noch geht. Die Medien schreiben von Chaos im Kongress. Aber was steckt wirklich dahinter? Ich habe mir diese Verhandlungen für uns mal ein bisschen genauer angeschaut und bin auf ein paar Sachen gestossen, die man so in den Medien nicht gehört hat. Darum dranbleiben, es ist spannend. Ciao zusammen von unten hier. Herzlich willkommen direkt aus Los Angeles, genau gesagt aus Hermosa Beach, einem schönen Küstenkäffchen, ein bisschen südlich von Venice Beach. Wie jede Woche nehme ich auch das Mal wieder ein spannendes Thema aus Politik und Gesellschaft untertüpeln. In diesem Video zeige ich, wie es zum Stillstand der amerikanischen Behörden ist gekommen, was die Folgen sind für die Bevölkerung, aber auch für die Touristen und wie es jetzt am wahrscheinlichsten weitergeht. Seid ihr auch dabei? Cool, dann lassen wir los. Vollgas! Das amerikanische Haushaltsjahr fängt jedes Jahr am 1. Oktober an. Bis dann spätestens muss sich der Kongress, also der Senat und das Repräsentantenhaus, auf ein neues Budget einigen. Oder zumindest auf eine kurzfristige Übergangsfinanzierung, eine sogenannte Continuing Resolution. Ohne das darf der Staat ab dem 1. Oktober kein Geld mehr rausbänkeln. Normalerweise einigen sich die Republikaner und die Demokraten in letzter Minute. Das Mal aber eben nicht. Seit diesem Sommer haben sie verhandelt, rausgestüdelt und die Sache immer wieder verschoben. Im Kern geht es um die Gesundheitspolitik, sagen sie. Die Demokraten wollen verhindern, dass die Krankenkassenunterstützung für ärmere Leute gekürzt wird. Die Republikaner stellen sich aber quer. Sie behaupten, ein Teil von diesen Zuschüssen gehe ja an Leute, die illegal in Amerika leben. Ich finde es wichtig, dass die Amerikaner verstehen, der linksradikale Flügel der Demokraten hat die Regierung lahmgelegt, weil wir ihnen keine hunderte Milliarden $, für Gesundheitsleistungen für illegale Einwanderer geben wollten. Einig waren die sich beim Budget für Verteidigung oder Angriff, würde man auch richtigerweise sagen, innerer Sicherheit und Grenzschutz. Diese Budgets gelten als unantastbar. Um Zeit zu gewinnen, haben die Republikaner einen Antrag auf einen Übergangskredit mit Laufzeit bis zum 21. November vorgelegt. Mit so einem Übergangskredit würde einfach alles so wie bisher weiterlaufen. Am 19. September hat das Repräsentantenhaus diesem Antrag mit 217 zu 212 Stimmen zugestimmt. Dann, am 30. September ist es zur Abstimmung im Senat gekommen. Aber am Schluss haben 5 Stimmen gefällt für die erforderliche Mehrheit. Damit war klar, am 1. Oktober muss die US-Regierung in Shutdown. Beide behaupten jetzt natürlich, die andere Seite sei der Löli. Aber wer ist wirklich die Schuld? Genau dem bin ich als nächstes nachgegangen. Beide Seiten sagen, die anderen sind die Schuld. Aber man hat jetzt recht. Aus der republikanischen Sicht ist laut dem Vizepräsident J.D. Vance alles ziemlich einfach. Er sagt, die Demokraten haben den Shutdown provoziert, weil die Milliarden für Gesundheitsleistungen an illegale Einwanderer haben gefordert. J.D. Vance sagt, das sei gesponnen und verantwortungslos. Daraufhin hat man als Kompromiss einen sauberen Übergangskredit vorgeschlagen, für das man die Regierung am Laufen behalten konnte. Aber auch auf diesen Vorschlag sind die Demokraten nicht eingegangen. Zuerst sagten sie wollten die Regierung schließen, weil Donald Trump ein Diktator sei. Dann sagten sie wollten den Staat dicht machen, weil sie hunderte Milliarden $, für Gesundheitsleistungen an illegale Einwanderer wollten. Und jetzt sagen sie wollten einfach sicherstellen, dass Amerikaner eine günstige Gesundheitsversorgung haben. Gut, da bin ich ja völlig einverstanden. Das wollen wir doch alle. Aber man legt deswegen nicht gleich den Staat lahm. Lasst uns diese Diskussion führen, aber bei geöffneter Regierung, damit die wichtigen Dienste für die Bevölkerung weiterlaufen können. Donald Trump hat in etwa den gleichen Ton angeschlagen. Er hat von Erpressung durch die Demokraten geredet. Und hat gesagt, die nehmen das Land als Geisel nehmen, damit sie ihre überteuerten Sozialprogramme durchstieren können. Die Demokraten kontern. Nicht sie haben blockiert, sondern die Republikaner. Die wollen nämlich das Sozialprogramm kürzen und Millionen der ärmeren Amerikaner im Stich lassen. Sie reden von einem Angriff auf Medicaid, also auf die Krankenkassen der ärmeren Leute. Sie betonen, dass es dabei nicht um illegale Einwohner geht. Diese Behauptung der Republikaner
sagen sie, sei schlicht und einfach falsch. Aber hinter allem ist zu einem grossen Teil auch eine politische Strategie. Da geht es weitaus um mehr als nur um das Budget. Weil Geld können beide Alben problemlos beschaffen, wenn sie nur wollen. Das hat man gesehen bei den letzten Banken-Bailouts während der Carola-Krise und auch bei der Ukraine-Unterstützung, um nur ein paar Beispiele aufzuzählen. Beide Lager wollen den Shutdown also zu einem grossen Teil auch als Bühne brauchen. Die Republikaner spielen die Migrationskarte. Sie wissen, Zahlungen an Illegale kommen im Moment schlecht an bei den Leuten. Ihre Botschaft lautet: Wir schützen eure Steuergelder vor Missbrauch. Die Demokraten dagegen zücken die Sozialkarte. Wir schützen die einfachen Leute, die Kranken, die Familien, all die sich keine Arztrechnung leisten können. Beide kämpfen also weniger um Zahlen als um Sympathien. Es ist schon ein Wettlauf, wer beim Volk als Beschützer und wer als Blockierer dasteht. Alles im Hinblick auf die nächsten Zwischenwahlen. Item. Ein bisschen unglücklich ist jetzt für die Demokraten, dass jemand einen Clip ausgegraben hat, der jetzt gerade durch die sozialen Medien zieht. Es ist ein Ausschnitt aus dem demokratischen Vorwahlkampf vom 2020. Auf die Frage der Moderatorin, wer von ihnen die Gesundheitsleistungen auch an illegale Einwanderer auszahlen würde, haben alle die Hand hochgehalten. Wer von Ihnen würde illegal Eingewanderten Versicherungsschutz gewähren? Sie lügen, ganz offen. Das ist eine glatte Lüge und es zeigt, wie verzweifelt sie sind. Das ist schlicht gelogen. In keinem unserer Vorschläge steht irgendetwas, das dieses Gesetz ändern würde. Ich glaube, sie sind in eine Falle getappt. Wenn die Gesetzesänderung der Demokraten beschlossen würde, könnten die einzelnen Staaten plötzlich mit Bundesgeldern Gesundheitskosten von illegalen Einwanderern bezahlen. Ganz genau, im Entwurf der Demokraten, den ich hier bei mir habe, steht schwarz auf weiß, dass sie das gesetzliche Verbot streichen wollen, also das Verbot, illegalen Einwanderern Medicaid oder andere vom Bund finanzierte Gelder zu geben. Solche Bilder bleiben natürlich nicht wirkungslos. Besonders, weil sich die gesellschaftliche Stimmung seitdem gewandelt hat. Das erklärt, warum eine Mehrheit der Bevölkerung in dieser Shutdown-Angelegenheit eher hinter den Republikanern steht. Also, der Shutdown ist auch ein Pokerspiel, wer sich besser bei der amerikanischen Bevölkerung positionieren kann. Als nächstes habe ich mich dann gefragt, was denn eigentlich genau passiert, wenn die Bürokratie plötzlich keine Kohle mehr ausgeben darf. Ein Shutdown bedeutet, der Staat darf kein Geld mehr ausgeben, solange kein neues Budget beschlossen ist. Jetzt ist aber wichtig zu wissen, der Shutdown betrifft nur die Bundesebene. Die Behörden der einzelnen Bundesstaaten bügeln normal weiter, weil die werden aus ihren eigenen Budgets finanziert. In der Schweiz wäre das zu vergleichen mit den Kantonen. Das heisst, Kantonsangestellte arbeiten weiter, während die Bundesbeamte daheim bleiben. Das heisst also auch, Polizei, Feuerwehr oder Spitäler in den Bundesstaaten funktionieren normal weiter. Still steht nur, was direkt dem Bund gehört. Aber es gibt Ausnahmen. Auch auf Bundesebene machen die weiter, die systemrelevant sind. Das heisst, es sind all die Bereiche, die für die öffentliche Sicherheit unbedingt nötig sind. Die Armee, das FBI, die DEA, die Drogenpolizei, Geheimdienst, Grenzschutz etc. Die bleiben im Einsatz. Auch die Luftsicherung, also TSA und Air Traffic Control, die bügeln weiter. Dann gibt es auch noch weitere Bundesbetriebe, die weitermachen können. Nämlich all die eigene Einnahmen generieren. Also zum Beispiel der Zoll, die Post oder die staatliche Energieversorgung. Aber jetzt abgesehen von diesen Ausnahmen, die meisten Bundesbehörden müssen ihre Arbeit einstellen. Ohne neues Budget können die keinen Cent mehr ausgeben. Auch nicht für laufende Projekte oder für Löhne. Beispiel sind die Umweltbehörden, EPA, das Gesundheitsministerium, das Bildungsministerium, die Wohnungs- oder Stadtentwicklungsbehörden oder das Handelsministerium oder sogar die NASA. All diese Mitarbeiter werden in Zwangsferien geschickt, ohne Lohn. Wobei man dazu sagen kann, dass wenn der Shutdown wieder aufgelöst ist, dann bekommen sie den nachträglich doch noch ausgezahlt.
Jetzt, wie lange dauert denn normalerweise so ein Shutdown? Die meisten nur ein paar Tage. Der längste im Winter 2018, 2019 ist die aber doch 35 Tage lang gegangen. Aber wie gesagt, im Schnitt gehen die zwischen 3 und 10 Tagen. Sie enden, wenn sich der Kongress oder der Präsident auf ein neues Budget oder zumindest auf eine Übergangsfinanzierung einigen können. Dann fließt das Geld wieder. Zusammengefasst, die meisten Bundesbehörden tun zu, bis sich die Politik wieder einig ist. Vielfach, weil dann mit der Zeit der Druck aus der Bevölkerung oder der Wirtschaft zu gross wird. Meine nächste Frage war, was das jetzt genau bedeutet für die Betroffenen, für Familien, Touristen und Geschäfte. Für viele Amerikaner bedeutet der Shutdown, dass sie warten müssen. Anträge auf einen Pass, Visa, Steuerangelegenheiten oder Sozialleistungen, das geht gar nicht mehr. Hart trifft so Familien, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Und dann natürlich auch die Beamten selber. Hunderttausende müssen auf einen Lohn warten. Aber auch die Touristen spüren den Stillstand. Nationalparks und Museen sind an den meisten Orten zu. Flughäfen bleiben zwar offen, aber man muss häufiger länger anstehen. Weil die Sicherheitskräfte sind zwar am Bügeln, bekommen aber keinen Lohn. Dann sind dann ihre Schichten meistens ein bisschen dünner besetzt. Wer also jetzt während dieser Zeit einen Nationalpark besuchen will, tut sich am besten vorher informieren, ob der Park überhaupt offen ist. Viele bleiben zwar zugänglich, aber ohne Personal oder sanitäre Anlagen. Am besten schaut man nachher auf nps.gov oder ihr läutet schnell an, bevor ihr herfräset. Ein Shutdown bedeutet auch immer einen Verlust für die Wirtschaft. Beim letzten grossen Shutdown im 2018 sind gemäss dem Wirtschaftsamt ca. 3 Milliarden Dollar an Wirtschaftsleistung verloren gegangen. Da hat es mich natürlich Wunder genommen, wie es jetzt weitergehen mit diesem Shutdown. Was passiert eigentlich als nächstes? Und wie kommt jetzt Amerika wieder zu diesem Schlamassel raus? Am wahrscheinlichsten ist, dass es als erstes einen Übergangsdeal gibt. Eine sogenannte Continuing Resolution, also eine Übergangsfinanzierung. Das würde bedeuten, dass das alte Budget für ein paar weitere Wochen oder Monate weiterlaufen könnte. Aber ein solcher Deal würde das Problem nur rausstüdeln. Nach dem Ablauf dieser Verlängerung stehen sie dann wieder am gleichen Punkt. Irgendwann müssen sie dann ein neues Budget beschließen. Meistens passiert das, wenn eine Seite in den Umfragen deutlich verlieren und wegen dem dann einlenkt. Erst dann kann man dann sagen, wer am Schluss profitiert hat. Zusammengefasst also, der Shutdown wird auch mit einem Übergangskredit aufgelöst. Und ein neues Budget kommt erst, wenn eine Seite wegen dem Druck, von wem auch immer, Öffentlichkeit, Wirtschaft, Sponsoren im Hintergrund etc. muss nachgeben. Und jetzt zum Schluss, wie gäng noch, meine Gedanken zum Ganzen. Wenn ich mir das Beispiel anschaue, habe ich auch hier mehr den Eindruck, dass das Ganze wirkt wie ein Theaterstückchen. Politiker schwingen grosse Reden, wie ein Shutdown der Bevölkerung schaden. Man legt nicht die Regierung lahm, nur weil man nicht bekommt, was man will. Es trifft vor allem ganz normale Amerikaner, Senioren, die auf ihre Sozialversicherung angewiesen sind. Familien werden betroffen sein und Bauern. Und es sind die Soldaten, die dann ohne Lohn weiterarbeiten müssen. Auch Feuerwehrleute werden in den Zwangsurlaub geschickt. Und wer spürt das am Ende? Wer leidet darunter? Ihr, ganz normale Menschen und die Schwächsten, Senioren, Veteranen, arbeitende Familien, sogar Kinder. Habt ihr es gemerkt? All diese Aussagen haben die Demokraten gemacht beim letzten Shutdown, wo die an der Macht waren und ihr Budget nicht durchgebracht haben. Und jetzt das Mal, wenn sie einlenken sollten, machen sie genau das Gleiche wie die Republikaner. Es macht doch deutlich, wie viel Rhetorik da drin ist mit der Politik. Es ist eigentlich ein Theaterspiel für Kameras. Ironischerweise, ausgerechnet die schuld sind am Shutdown, also der Kongress, die bekommen ihre Löhne weiter pünktlich ausgezahlt. Das müsste man vielleicht auch mal ändern. Das wäre noch spannend, wie manche Shutdown das noch gäbe. Aber, wie sage ich gern, was weiss ich schon als ehemaliger Badmeister und Velomech. Et voilà, dann würde ich sagen, das war es wieder mal für heute.
Merci vielmals für alle, die mich seit dem letzten Video finanziell unterstützt haben. Dank euch konnte ich letzte Woche einen Tag frei nehmen. Statt meinem normalen Bügel konnte ich der amerikanischen Shutdown-Politik nachgehen. Also, wenn wir jetzt ein bisschen besser informiert sind, ist das auch euer Verdienst. Weil der Vogonta ist zu 100% unabhängig und Unterstützer finanziert. Ihr findet die Spendeninfos unter www.vogonta.ch oder auch im Beschreibungstext von jedem Video. Danke nochmal an alle Unterstützer. Also, merci fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Thank you.